Letzten Sonntag, wo wir da zusammen waren, haben wir uns ja angeschaut, dass das Wort Gottes erst dann wirksam wird, Frucht bringt, wächst in uns, wenn wir die Gnade Gottes in Wahrheit erkennen. Wenn wir den Bibelvers angeschaut, im Kolosser 1, das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das bei euch ist, wie es auch in der ganzen Welt Frucht trägt und wächst wie bei euch, das Wort Gottes, von dem Tage an, wo ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Also von dem Moment an, wo wir die Gnade Gottes wirklich erkennen, wird das Wort Gottes wirksam in deinem Leben. Setzt das frei zu dem, was eigentlich ausgesendet worden ist, in deinem Leben. Bringt das Wort Gottes Frucht, passiert das, was Gott eigentlich verheißt. Von dem Moment an, wo wir Gnade erkennen. Und ich denke, das ist etwas, was wir hier in Mitteleuropa, in den westlichen Ländern, schwieriger, wo wir mehr Schwierigkeiten haben, Gnade Gottes wirklich zu erkennen. Einfach zu nehmen, ohne zu verdienen. Und ich habe euch gesagt, ich bin sehr am Buchstabieren über diesem Thema, was Gnade ist, was Gnade bedeutet. Und ich bin auf eine andere Bibelstelle gekommen, wo ein direkter Zusammenhang ist mit dieser Stelle, mit der Gnade Gottes. Und das ist Gerechtigkeit Gottes. Und das steht im Römer 5, Vers 21. Da steht, damit wie die Sünde herrschte in dem Tode, so auch die Gnade herrsche. Die Gnade herrsche. Wer von euch will, dass Gnade herrscht in seinem Leben? Und nicht Sünde. Gnade. Gnade heisst, du bekommst es, ob schon es nicht verdient hast. Sie sind ganz begeistert dahinter. Damit so auch die Gnade herrsche. Und wie herrscht Gnade? Durch die Gerechtigkeit. Und dann steht wörtlich so, ins ewige Leben hinein. Also schon hier auf dieser Erde soll Gnade herrschen in deinem Leben, durch Gerechtigkeit ins ewige Leben hinein. Also nicht erst im ewigen Leben, nicht erst dereinst, wenn wir in die ewige Herrlichkeit eingehen, soll Gnade herrschen, sondern schon hier, jetzt in deinem Leben, durch Gerechtigkeit. Und das hat einen direkten Zusammenhang. Gnade und Gerechtigkeit. Es hat einen direkten Zusammenhang. Und damit Gnade also herrschen kann in unserem Leben, müssen wir wissen, was ist denn Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Wer weiß, was Gerechtigkeit ist? Ja, aber was bedeutet das? Natürlich, Jesus ist Gerechtigkeit. Aber was bedeutet das? Und ich denke, das ist für uns Christen hier, ist ja so normalerweise ein abstrakter Begriff. Man kann eigentlich nichts wirklich damit anfangen. Gerechtigkeit, ja. Wir wissen vielleicht, was gerecht ist, dass jedem von deinen Kindern gleich viel Vanillecreme in sein Schäle reinfüllst. Das ist das, was wir so unter Gerechtigkeit verstehen. Fairness. Aber Gerechtigkeit ist noch viel mehr. Das ist viel mehr, das ist ein richtiger Stand vor Gott. Dass du einfach vor Gott darfst sein, so wie du bist, und du bist angenommen. Du stehst richtig vor ihm. Das ist Gerechtigkeit. Und es reicht nicht, dass wir einfach pauschal wissen, Jesus ist Gerechtigkeit und ich bin auch gerecht. Sondern das muss zu einer Offenbarung werden in uns innen. Wir müssen wissen, was das bedeutet, was das beinhaltet, was das für Auswirkungen hat in unserem Leben. Es soll zur Offenbarung werden in dir. Im Hosea 4, im Vers 6 steht, mein Volk wird vernichtet, mein Volk, nicht Welt, mein Volk wird vernichtet, weil es keine Erkenntnis hat. Das Volk Gottes geht zugrunde, weil es keine Erkenntnis hat, aus Mangel an Erkenntnis. Gerade in diesem Gebiet, gerade in diesem Bereich, wir schauen dann noch eine Bibelstelle an, wo es explizit auf Gerechtigkeit Bezug nimmt.
Und es gibt auch in der heutigen Zeit viele Menschen, oder gerade in der heutigen Zeit gibt es viele Menschen, die machen scheinbar alles richtig. Wenn man die Seelsorge hat und mit ihnen redet, dann sagen sie, ich mache das alles. Das mache ich. Aber sie haben irgendwo Gnade und Gerechtigkeit nicht verstanden. Dann kann man theoretisch alles richtig machen und geht doch leer aus. Erlebt doch eben nicht, dass das Wort Gottes wirksam wird, dass das Wort Gottes Frucht bringt, das bewirkt zu dem, was ausgesendet ist. Darum ist es so wichtig, dass wir Gnade erkennen und heute, was wir heute anschauen, dass wir Gerechtigkeit erkennen. Was bedeutet das? Ich bin gerecht. Und was hat das für Auswirkungen? Dass es nicht einfach so ein abstrakter Begriff ist, den wir zwar theoretisch kennen, aber was es genau bedeutet, keine Ahnung. Das soll Auswirkungen haben. Im Jesaja 64, Vers 6 oder in gewissen Übersetzungen Vers 5, dort steht, wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten, also das Beste, was kann springen, sind unrein wie ein schmutziges Kleid vor Gott. Und unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Gewand. Also das Beste, wo du kannst bringen, wo du kannst bieten vor Gott, sagt er selber, es ist wie ein dreckiger Lumpen. Das Beste, wo du bringen vor Gott, ist wie ein dreckiges Kleid. Also wer seine eigene Gerechtigkeit, sein Beste bringen, für Gott zu gefallen, das sagt Gott selber, das ist wie ein dreckiges Kleid. Gläubige, Ungläubige und Ungläubige, Gläubige. Alle, die ihre eigene Gerechtigkeit bringen wollen, das ist wie ein dreckiges Kleid. Und trotzdem, seit dem Sündenfall von Adam und von Eva, probieren die Menschen immer wieder mit ihrer eigenen Leistung vor Gott gerecht zu sein oder gut zu sein. Aus ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Leistung. Weil sie merken, irgendetwas ist nicht so, wie es sein soll in meinem Leben. Ich muss besser werden. Ich muss Gutes tun, dass ich gut bin. Sie spüren, etwas stimmt nicht in unserem Leben. Und sie bemühen sich nicht, tun gute Taten, spenden irgendwo in die dritte Welt, nach Afrika oder wo auch immer, weil sie merken, irgendwo, ich müsste etwas Gutes tun. Weil ich bin nicht gerecht vor Gott. Oder vor was auch immer. Sie spüren das. Aber mit einem solchen Kleid, mit einer solchen Gerechtigkeit, können wir nicht vor Gott retten. Für Gott ist es wie ein dreckiges Kleid. Wie ein dreckiges Gewand. Steht in Jesaja. Das ist dann, wenn wir mit so einem Kleid vor Gott kommen, als Christen, ist das wie dem Gastmahl, das der König gegeben hat, steht in Matthäus 22, und hat alle eingeladen, sie alle gekommen in diesen Festsaal rein, und der König ist sich anschauen und hat festgestellt, da ist einer drin, der hat nicht ein Feierkleid, ein festliches Kleid an. Da ist einer da mit einem dreckigen Kleid. Und der hat er dann rausgehauen. Matthäus 22, 11 bis 13. Im Habakuk 1, Vers 13, dort steht, dass die Augen Gottes zu rein sind, als dass sie Unreines, Böses ansehen könnten. Also wenn wir so vor Gott kommen, wo ihm sagen, Herr, siehst so viel Gutes habe ich doch da in meinem Leben. Das ist für ihn wie Dreck, wie ein dreckiges Kleid, unsere eigene Leistung. So können wir nicht vor ihn kommen. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Unsere besten Leistungen reichen vor Gott nicht. Es bringt nichts. Du kommst nicht durch. Du bist rausgefallen aus dem Festsaal, wenn du mit deinen besten Leistungen dort rein willst kommen. Wir brauchen also andere Voraussetzungen. Wir brauchen bessere Voraussetzungen. Wir brauchen ein neues Kleid, eine neue Gerechtigkeit. Aber zum Glück, Gott kennt unser Problem.
Er kennt das, dass wir mit unseren Kleidern, mit unserer Gerechtigkeit, mit unseren Bemühungen nicht vor ihn treten können. Er kennt das Problem. Und er hat eine Lösung geschaffen für das Problem. Das steht im 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus ist einmal der Sünden wegen gestorben, als Gerechter für Ungerechte, damit er uns Gott zuführte, damit er wieder eine Möglichkeit gemacht hat, dass wir eben vor Gott kommen können, durch Jesus. Nicht durch unsere Leistung, nicht durch unsere Gerechtigkeit, sondern durch Jesus. Gott hat Jesus gegeben, seinen Sohn. Also Jesus ist eigentlich die Lösung für unsere Probleme. Er ist die Lösung für unsere Sündhaftigkeit. Jesus ist die Lösung für unsere Ungerechtigkeit. Jesus ist die Lösung. Die Lösung ist nicht, ja, jetzt muss ich mich mehr zusammenreissen. Jetzt muss ich mehr Gutes tun. Mehr schuften, mehr ackern. Sondern die Lösung ist Jesus. Und die Bibel beschreibt uns, was passiert, wenn wir Jesus annehmen. Wenn wir das annehmen, was Jesus für uns bewirkt hat, was passiert im unsichtbaren Bereich. Das steht beschrieben. Anhand von einem Beispiel. Das steht im Sacharja 3, 1-5. Dann ließ er mich schauen wie Josua. Das ist ein Bild für uns, für dich, für mich, für Menschen, die vor Gott kommen. Vor dem Engel des Herrn stand. Engel des Herrn ist im Alten Testament oft ein Bild hin auf Jesus. Also wenn im Alten Testament Engel des Herrn steht, könntest du eigentlich auch Jesus einsetzen. Oft. Wie Josua vor dem Engel des Herrn stand, und typisch natürlich wieder, während Satan zu seiner Rechten stand, ihn zu verklagen. Satan hat probiert, das zu verhindern. Und hat ihn angeklagt und gesagt, das ist so daneben. Also jetzt schau doch mal, was der gemacht hat in seinem Leben, in seiner Vergangenheit, letzte Woche, gestern. Er war der, für ihn zu verklagen. Das haben wir ja letztes Mal angeschaut. Er ist der Ankläger. Er klagt dich an. Und wenn du vor Gott kommst, ist er prompt auch schon da. Und sagt, hey, so kannst du doch nicht vor Gott gehen. Du bist so daneben. Denk doch daran, was du gestern oder vorgestern oder letzte Woche gemacht hast. Denk mal an deine Vergangenheit. Er ist sofort da. Wenn wir von Gott kommen, ist er auch da. Und da steht, Josua aber hatte schmutzige Kleider. Seine eigene Gerechtigkeit, seine Sündhaftigkeit, seine Ungerechtigkeit, schmutzige Kleider, als er vor dem Engel stand. Der nun hob an und sprach zu den Dienern vor ihm, tut die schmutzigen Kleider von ihm. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Schuld von dir genommen und ziehet ihm Feierkleider an. Interessanterweise, Gott sagt nicht, so Josua, jetzt ziehe deine dreckigen Kleider ab und ziehe neue Kleider an. Sondern nicht einmal das soll er selber machen. Sondern Gott sagt, macht es für ihn. Zieht ihm die dreckigen Kleider ab und legt ihm neue, saubere Kleider an. Genau gleich, im Neuen Testament, Lukas 15, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus erzählt, wie der verlorene Sohn heimkommt und zum Vater kommt, sagt der Vater auch, zieht ihm die dreckigen Kleider ab und legt ihm neue Kleider an. Das beste Kleid. Also, nicht einmal das sollen wir selber machen. Du sollst nicht einmal die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, das neue Feierkleid selber anlegen. Sondern sollst es einfach geschehen mit dir. Also Gott will nicht einen einzigen Aspekt von deiner eigenen Leistung. Sondern er will uns alles geben. Alles geben. Alles soll von ihm kommen. Nichts von dir. Nur von ihm. Nicht ein bisschen von ihm und ein bisschen von dir. Sondern alles soll von ihm kommen. Ausschliesslich von ihm. Und mit diesen Kleidern, die der Josua da bekommen hat, kann er jetzt vor Gott treten. Das ist das Feierkleid, ein festliches Kleid. Oder das Gewand der Gerechtigkeit. Wie es oft in der Bibel steht. Mit diesem Kleid kann er vor Gott treten, in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und im
Prediger 9, Vers 8, dort steht, trage alle Zeit weiße Kleider. Und lass deinem Haupte das Öl nicht mangeln, das ist saubig. Trage alle Zeit weiße Kleider. Also bist du immer bewusst, dass du in dieser Gerechtigkeit, in dieser geschenkten Gerechtigkeit von Gott lebst. Und nicht in deiner eigenen, sondern in dieser geschenkten Gerechtigkeit. Das hat Jesus für uns erwirkt, wie es im 1. Petrus steht. Jesus ist gestorben als Gerechte für die Ungerechten, für dich und für mich. Damit du und ich Gerechte sind. Durch ihn, nicht durch unsere Leistung, durch ihn. Und dass wir durch Jesus jederzeit in die Gegenwart Gottes hineintreten. Als absolut Gerechte. Als absolut Gerechte. Du bist durch Jesus absolut gerecht. Das steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. In Jesus bist du Gerechtigkeit Gottes. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Hast du das gewusst? Gerechtigkeit Gottes. Am Kreuz von Golgatha ist ein Austausch passiert. Der Gerechte Jesus hat deine und meine Ungerechtigkeit auf sich genommen. Und der Gerechte Jesus ist am Kreuz von Golgatha ungerecht worden. Mit unserer Ungerechtigkeit. Und hat uns dafür seine Gerechtigkeit gegeben. Und hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Also seine Gerechtigkeit, das heisst, sie stand vor Gott. Seine Erlaubnis, jederzeit vor Gott zu treten. Sein richtig Stand vor Gott. Sein ungetrübte Verhältnis mit Gott Vater überkommst du. Die gleiche Beziehung zu Gott Vater überkommst du geschenkt durch das, was Jesus da hat. Ohne, dass du etwas machen musst dafür. Ohne Leistung, ohne irgendetwas. Und das ist nicht eine Gerechtigkeit, die zwar nicht ganz der göttlichen Gerechtigkeit und göttlichen Anspruch entspricht, aber wo du vielleicht gleich rein darfst, wenn Gott mal ein Auge zudrückt. Nein. Sondern du bist Gerechtigkeit Gottes. Die gleiche Gerechtigkeit, die Jesus hat, hast du bekommen. Eine perfekte, totale Gerechtigkeit. Vollkommen. Vollkommen. Ohne Makel. Ohne irgendeinen Abstrich. Du bist total gerecht durch das, was Jesus da hat. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Warum? Weil Jesus ist deine Gerechtigkeit. Er ist es. Steht hier im 1. Korinther 1, Vers 30. Von ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns zur Weisheit gemacht worden ist von Gott, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Darum ist deine Gerechtigkeit perfekt. Vollkommen. Absolut vollkommen. Weil Jesus ist deine Gerechtigkeit. Am Kreuz von Golgatha ist der Austausch passiert. Jesus hat deine Ungerechtigkeit genommen, auf sich genommen und dir seine Gerechtigkeit gegeben. Jesus hat deine Sünde, deine Sündhaftigkeit auf sich genommen und hat dir seine Sündlosigkeit gegeben. Die Möglichkeit, dass wir ohne Sünde leben können. Wie es im 1. Petrus 2, 24 steht. Da steht ja, er wurde zur Sünde gemacht am Kreuz. Er ist zur Sünde geworden. Wo Jesus am Kreuz gegangen ist, hat er deine Trennung, unsere Trennung von Gott auf sich genommen. Er hat gesagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Unsere Trennung von Gott hat er auf sich genommen
und gibt uns dafür seine Beziehung zum Vater. Durch ihn hast du den Zugang zu Gott jederzeit. Am Kreuz hat er unsere Krankheit auf sich genommen. Deine Krankheit hat er am Kreuz auf sich genommen. Und gibt uns an seiner Stelle oder an dieser Stelle seine Gesundheit. Göttliche Gesundheit. Wir haben letzte Wochenende war ja Ostern, haben wir nochmal den Film angeschaut, «The Passion». Und das ist schon sehr eindrücklich, wenn man sieht, wie es in Jesaja 52, 53 steht, wie Jesus ausgesehen hat, als er am Kreuz war. Hässlich. Wüst. Nicht einmal mehr richtig erkennbar als Mensch, steht da. Er hat jede Krankheit, jedes Gebrechen, jede Sünde, jede Auswirkung von Sünde, hat er auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Damit wir frei sein können von diesen Sachen. Damit du erlöst kannst sein von diesen Sachen. Er hat deine Ungerechtigkeit auf sich genommen, damit du gerecht kannst sein vor Gott. Total, vollkommen gerecht im richtigen Stand vor ihm. Wenn wir die Gerechtigkeit annehmen, wenn wir Jesus annehmen, dann kommen wir also mit einer Gerechtigkeit vor Gott, wo wir nicht einfach noch so knapp vielleicht neben den Security-Leuten durch in den Thronsaal Gottes hineinschleichen können und dann irgendwo hinten stehen dort im Thronsaal Gottes und denken, hoffentlich schaut er mich nicht genau an. Weil vielleicht reicht es ja nicht. Vielleicht ist ja meine Gerechtigkeit nicht gut genug heute. Hoffentlich schaut er mich nicht genau an. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen von eigener Gerechtigkeit. Von eigener Leistung. Von eigenem wollen gut sein, wollen gerecht sein vor Gott. Ist, man ist immer unsicher. Reicht es oder reicht es nicht? Bin ich gerecht genug? Habe ich genug gemacht, dass ich in die Gegenwart Gottes hineinkomme? Wir haben nicht eine solche Gerechtigkeit, sondern die Bibel sagt, Hebräer 4,16, wir dürfen mit Kühnheit, mit Freimut in den Thronsaal Gottes hineinkommen und vor seinen Thron herstehen. Direkt vor seinen Thron. Vor dem Thron der Gnade steht. Das ist nicht der Thron des Gerichts, sondern der Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zu rechtzeitiger Hilfe. Hebräer 4,16. Du kannst jederzeit in den Thronsaal Gottes hineinkommen und du kannst freimütig, wie ein Kind zu seinem Vater rennt, bis zuvorderst her. Du kannst sogar noch weiter raufklettern und auf seine Knie hocken. Du musst nicht Angst haben. Hoffentlich reicht es. Hoffentlich schaut er mich nicht genau an. Falls er noch hier und dort irgendeinen dreckigen Flecken sieht an meinem Kleid. Nein. Die Gerechtigkeit, die du bekommen hast durch Jesus, die ist perfekt. Vollkommen. Makellos. Ich klammere. Demut heisst nicht sagen, ja, ich bin ja nur ein elender, kleiner, armer Wurm. Ich bin ja nur ein begnadeter Sünder. Das ist nicht Demut, wenn wir so reden. Es tönt zwar demütig, es tönt sehr demütig, aber es ist einfach nicht Demut. Echte biblische Demut sagt, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Ich bin Gerechtigkeit Gottes. Ich bin wichtig. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Echte biblische Demut sagt, nicht ich sage, wer ich bin und was ich kann und was ich habe, sondern mein Gott sagt, wer ich bin und was ich kann und was ich habe. Und mein Gott sagt, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Und wer das liest und weiss und gehört hat und weiterhin sagt, ja, ich bin eigentlich nichts. Ich bin nur ein armer, begnadeter Sünder. Stimmt ja eigentlich. Aber Gott geht viel weiter. Er sagt, du bist angenommen. Du bist Gerechtigkeit Gottes. Du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ruht auf dir. Römer 8, 29 bis 30. Das ist echte Demut. Das andere ist eigentlich Stolz. Sagen, Gott sagt es zwar, aber eigentlich bin ich doch
ein kleiner, elender Wurm. Inkompetent. Ich weiss nicht was alles. Demut sagt, ich bin das, was Gott sagt über mich. Das ist echte biblische Demut. Und das ist auch das Wesen von Gnade. Du verdienst es nicht, verdienst es überhaupt nicht und bekommst es trotzdem. Du verdienst es nicht und bekommst es gleich. Und bei Gerechtigkeit ist es genau gleich. Du verdienst sie nicht und bekommst sie genau gleich, wenn du Jesus annimmst. Schlussendlich alles, was von Gott kommt, kommt auf dem Weg von Gnade. Du verdienst es nicht und bekommst es trotzdem. Du kannst es gar nicht erarbeiten oder verdienen. Sondern nur annehmen. Nur annehmen. Das ist eine Gnade. Und dann sollten wir uns schlussendlich auch so verhalten, wie Beschenkte. Das Geschenk von Gerechtigkeit annehmen und uns dann auch so verhalten. Nicht das Geschenk nehmen und so tun, als hätten wir es gar nicht bekommen. Irgendwo in die Ecke stellen und weiterdenken, so, ich muss mich mehr zusammennehmen, ich muss mehr schuften, ich muss mehr jackern, ich muss schauen, dass ich besser werde, dass meine Gerechtigkeit besser wird. Sondern das Geschenk nehmen und dich daran freuen, leben in dieser Gerechtigkeit. In dieser von Gott geschenkten Gerechtigkeit. Jetzt wollen wir anschauen, die Bibel sagt, es gibt 2 Arten von Gerechtigkeit. Ich habe es schon erwähnt, aber es gibt auch noch eine Bibelstelle. Die steht im Römer 9, 30 bis 32 und 10, 2 und 3. Zum Verständnis. Was sollen wir nun sagen? Heiden nämlich, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, also wir, haben Gerechtigkeit erlangt, aber die Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt. Nicht erarbeitet wird, sondern kommt. Israel dagegen, das dem Gesetz der Gerechtigkeit nachtrachtete oder nachjagte, ist zu dem Gesetz der Gerechtigkeit nicht gelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben ihm nachtrachtete, sondern wie wenn sie aus Werken käme. Das, was wir eigentlich auch so oft machen. Wir haben das Gefühl, wir müssen gute Werke tun, gut sein, damit wir vor Gott bestehen können. Weil es nicht aus Glauben ihm nachtrachtete, sondern wie wenn sie aus Werken käme. Eine Werkgerechtigkeit. Eine Werkgerechtigkeit gegenübergestellt der Gerechtigkeit aus Glauben. Und jetzt sagt der Paulus, ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber mit falscher Erkenntnis. Mögt ihr noch erinnern, Hosea 4, Vers 6, mein Volk wird vernichtet, weil es keine Erkenntnis hat. Sie wollten Gott dienen, nachgetrachtet, nachgejagt, aber mit falscher Erkenntnis. Sie haben wir müssen ackern und schuften und Gesetze einhalten und leisten und uns anstrengen und bemühen, damit wir vor Gott wohlgefällig sein können. Und haben das so gemacht. Mit Eifer. Wie viele Christen heute? Und erreichen es einfach nicht. Weil auf diesem Weg bekommen wir nichts von Gott. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und die eigene Gerechtigkeit geltend zu machen suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht untergeordnet. Und sie leer ausgegangen. Das heisst, wenn wir aus eigenem Werk, aus eigener Leistung, aus eigener Bemühung und Anstrengung vor Gott gerecht sein, gehen wir leer aus. Gott will nicht deine Leistung. Gott will nicht deine Bemühungen. Gott will nicht deine guten Taten. Überhaupt nicht. Sondern Gott will, dass du die Gerechtigkeit im Glauben annimmst. Die Gerechtigkeit aus Glauben. Dass du die Gerechtigkeit annimmst. Weil niemand schafft es, aus eigenem Werk gerecht zu sein. Sonst braucht man das Neue Testament gar nicht. Da würde das Alte Testament länger. Niemand schafft es, aus eigener Leistung, aus eigenem Werk vor Gott können gerecht sein. Und da haben wir auch gelesen, Gerechtigkeit aus Glauben, sie kommt.
Sie kommt, wenn wir Jesus annehmen. Von dem Moment an, wo du Jesus annimmst, gehört die Gerechtigkeit dir. Das heisst, wir können sie und wir müssen sie nicht erarbeiten. Gerechtigkeit ist nicht ein Verhalten, ist nicht ein moralisch-sittliches Wohlverhalten, ist nicht ein sich gut benehmen. Gerechtigkeit ist nicht eine Charaktereigenschaft, sondern Gerechtigkeit Gottes ist ein Status. Punkt. Egal was du machst, egal was du gemacht hast, wenn du es annimmst, dass Jesus deine Gerechtigkeit ist, dann bist du gerecht. Das bedeutet, dann kannst du nicht sagen, ja, nächstes Jahr werde ich gerechter sein als jetzt. Nein, du hast eine perfekte, makellose Gerechtigkeit, weil Jesus ist ja deine Gerechtigkeit. Das heisst nicht, dass du kannst sagen, ich muss mich noch steigern, ich muss mich noch verbessern in dieser Gerechtigkeit. Nein, sie ist vollkommen. Vollkommen. Wenn du es annimmst, bist du in einer vollkommenen Gerechtigkeit drin. Im Status von dieser Gerechtigkeit. Unverdient. Unverdient. Und du bist in dieser Gerechtigkeit drin, von dem Moment an, wo du Jesus als dein Herr und Erlöser angenommen hast. Bist du hineinversetzt worden in diesen Status als gerecht. Und wir haben gesehen, Römer 9 und 10, entweder oder. Nicht beides. Entweder Gerechtigkeit aus Glauben oder Gerechtigkeit aus Werk. Gott will nicht, dass du ein bisschen aus Glauben gerecht bist und noch ein bisschen eigene Leistung und eigene Werke dazu tust. Sondern er will, dass wir aus Glauben gerecht sind. Dass wir einfach das annehmen, was Jesus da hat, ohne unseren eigenen Beitrag, ohne deine eigene Leistung, ohne dein eigenes Bemühen, sondern einfach zuerst mal hineingehen in den Status von Gerechtigkeit. Das einfach annehmen. Annehmen, ohne Leistung. Und ich glaube, das ist das, was uns so schwer fällt. Und wir wollen es immer verdienen. Immer auch noch einen Beitrag dazu tun. Und dann haben wir ein gutes Gefühl, weil wir denken, so, jetzt habe ich es verdient. Schliesslich. Einfach nehmen. Also unverschämt nehmen. Das fällt uns schwer. Und genau das ist, was Gott will. Genau das ist, was Gott will. Dass du einfach unverschämt, unverdient nimmst. So viel wie möglich. Gerechtigkeit ist ein Geschenk, das wir annehmen können. Im Römer 5,17 lesen wir, denn wenn infolge der Übertretung des einen, Adam, der Tod zur Herrschaft gelangt ist durch den einen, wieder der Adam, so werden noch vielmehr die, welche das überreiche Maß der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Durch Gnade oder Gerechtigkeit, nicht durch deine Leistung, nicht durch deine Anstrengung, nicht durch dein Wohlverhalten, sondern durch Gnade oder Gerechtigkeit sollen wir herrschen in unserem Leben. Sollst du herrschen in deinem Leben. Und im Griechischen steht hier, ist so eine Zeitform, von welche das überreiche Maß der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Eine Zeitform, die bedeutet, immer wieder empfangen, immer wieder empfangen, immer wieder annehmen. Nicht, weil Gott uns nur einen Teil gibt, sondern wegen uns. Weil wir in Gefahr stehen, immer wieder zurückzugehen in die Werkgerechtigkeit. Immer wieder in Gefahr stehen, zurückzugehen zum Verdienen wollen. Immer gleich unsere eigenen Beiträge leisten wollen. Sondern dass wir immer wieder hergehen und sagen, nein, ich nehme es in Anspruch, ich muss nichts machen dafür. Keine eigene Leistung, kein eigener Beitrag. Ich bin gerecht aus Glauben, nicht aus Werk. Nicht aus meiner Leistung, nicht aus meiner Anstrengung. Aus Glauben. Das bedeutet, dass wir wachen darüber, wachsam sind, dass wir nicht wieder zurückgehen in eine Werkgerechtigkeit, sondern wirklich aus Glauben gerecht sind. Als Geschenk. Gerechtigkeit aus Werk, das ist eine Gerechtigkeit, der müssen wir nachjagen.
Und trotzdem erreichen wir sie nie. Es ist so, wie wenn sie immer 10 Meter weiter wäre als du. Du probierst immer dorthin zu kommen und schaffst es gleich nicht. Sie ist immer weiter weg, als du gerade bist. Und wenn wir so leben, wenn wir in dieser Werkgerechtigkeit leben, dann gehen wir nie in die verheißene Ruhe ein. Steht in Hebräer 4, Vers 10, wir sollen in die Ruhe eingehen. In die Ruhe von unseren eigenen Werken. In die Ruhe von eigenen Werken. Dass wir aufhören, eigene Werke zu tun. Und eben aus Gnade, aus Geschenk heraus leben. Immer, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineinkommen, stellen wir fest, wenn wir aus eigener Werkgerechtigkeit leben, aus eigenem Werk leben, da stimmt es nicht, dort stimmt es nicht, da müsste ich noch mehr leisten, da müsste ich noch etwas machen, da müsste ich mich noch verbessern, da bin ich noch nicht würdig genug. Das ist ein Zeichen von Werkgerechtigkeit. Dass man merkt, es reicht noch nicht, ich muss noch mehr. Ich muss noch besser werden, ich muss mich noch mehr zusammennehmen. Und die Werkgerechtigkeit äußert sich oft in dem, dass man denkt, und ich glaube, da sind wir alle ein Stück weit betroffen, dass man denkt, so Herr, heute Morgen bin ich früh aufgestanden und habe gebetet. Und dann habe ich sogar noch in der Bibel gelesen. Herr, jetzt kannst du mich segnen. Weil ich habe ja meine Pflicht gemacht. Jetzt kannst du mich doch segnen. Oder bei den Fortgeschrittenen, da sagt man vielleicht, ich bin um 4 Uhr aufgestanden, habe 2 Stunden gebetet, 20 Kapitel gelesen in der Bibel heute Morgen. Ich weiss zwar nicht mehr, so schnell gelesen, aber immerhin. Oder ich faste seit 1998. Nein, das geht nicht. Aber dass man vor Gott kommt und sagt, Herr, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Jetzt kannst du mich doch segnen. Jetzt kannst du mich doch segnen. Herr, hast du gesehen, jetzt habe ich mich eine Woche lang zusammengerissen und nicht mehr gesündigt. Jetzt kannst du mich doch segnen. Jetzt bin ich doch würdig genug für die Segen, für die Gebetserhörung oder was auch immer. Das ist Werkgerechtigkeit. Wer so denkt, ist voll in der Werkgerechtigkeit. Und wer mit dieser Gerechtigkeit vor Gott kommt und meint, er bekomme jetzt etwas, geht leer aus. Du bekommst nichts so. Dein Wohlverhalten bringt nichts. Es ist aus Gnade durch Glauben. Nur Gnade und Glauben. Nicht deine eigene Leistung, nicht deine Anstrengung. Weil, was ist denn, wenn du zum Beispiel am nächsten Morgen verschlafst? Dann hast du keine Zeit zum Beten, hast keine Zeit zum Bibel lesen, hast keine Zeit mehr zum Morgenfasten. Was machst du denn? Mal, dann hättest du Zeit. Dann hättest du jetzt Zeit, ja. Was machst du denn? Das ist ja deine Grundlage für Gerechtigkeit, ist ja dann weg. Du kannst ja nicht kommen und sagen, Herr, heute Morgen habe ich. Sondern heute Morgen ist eben nicht. Also Gerechtigkeit aus Werk, die muss immer leisten, die muss immer Leistungen zeigen, Leistungen vorweisen, damit sie das Gefühl hat, gerecht zu sein, ein Gefühl hat, würdig zu sein, ein Gefühl hat, jetzt in diesem Zustand zu sein, um gesegnet werden vor Gott. Und das ist eigentlich völlig Altes Testament. Das ist Altes Testament. Das Neue Testament, das Prinzip vom Neuen Testament heisst, ich bin gerecht durch Jesus. Nicht durch meine Leistung. Durch ihn bin ich gerecht. Richtig. Im richtigen Stand. So wie ich bin. So wie ich bin. Nicht durch etwas, was ich gemacht habe. Auch nicht durch etwas, was ich nicht gemacht habe. Sondern einfach durch das, was Jesus für mich gemacht hat, bin ich gerecht. Nicht durch meine Leistung, sondern durch seine Leistung bin ich gerecht. Und Gott gibt mir in seiner Gnade alles, was ich brauche. Weil ich sein Kind bin und weil ich Gerechtigkeit Gottes bin. Er gibt mir alles, was ich brauche. Er gibt mir Liebe, er gibt mir Annahme, er gibt mir Bestätigung, er gibt mir Segen, er gibt mir Kraft. Kraft zum Überwinden, Kraft zum Sünden überwinden, sündhaftes Verhalten überwinden. Er gibt mir alles, was ich brauche. Und als Folge davon, wollte ich sein Willen tun. Als Folge davon, weil ich von Gott alles bekomme, was ich brauche, wollte ich die Werke tun, die ihm wohlgefällig sind. Aber als Folge davon wollte ich das machen, was er will, dass ich mache.
Als Folge davon. Als Folge davon will ich in der Heiligung leben. Als Folge davon will ich ein Leben leben, das sündlos ist und ihm wohlgefällig ist. Als Folge davon. Nicht damit ich verdiene bei ihm, sondern als Folge von dem, was ich von ihm bekommen habe. Will ich so leben. Das ist der Unterschied. Versteht ihr den? Nicht ich lebe so, damit ich überkomme, sondern ich lebe so, weil ich überkommen habe. Das ist der Unterschied. Und wenn wir so leben, dann sind wir nicht so komische, verknorzte Heilige, die sich immer zusammenreissen und ackern und schuften, sondern sind wir ganz entspannt. Dann sind wir eben zu dieser verheißenen Ruhe gekommen, Ruhe von eigenen Werken. Und leben in diesen Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Entspannt, im Wissen, ich bin angenommen, so wie ich bin. Gerechtigkeit aus Gnade. Ich kann sie nicht verdienen. Mein Verhalten trägt nichts dazu bei. Ich kann sie eigentlich auch nicht verlieren durch irgendwelches Verhalten. Wenn ich nichts dazu beitragen kann, dann kann ich auch nicht dazu beitragen, dass sie verlieren kann, sondern sie ist einfach geschenkt. Sie ist geschenkt. Die Leistung von einem anderen wird mir angerechnet. Die Leistung von Jesus wird mir angerechnet. Ich muss es nur annehmen, dankbar annehmen. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt aber, wenn wir trotzdem sündigen? Falls es doch so vorkommt. Wahrscheinlich nicht, aber falls es doch so vorkommt, dass du jetzt doch sündigst. Du weisst, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt hast du dich gleich trotzdem in Ungerechtigkeit, in Unreinheit hineinbegeben. Was ist jetzt? Wer weiß es? Was machen wir jetzt? Weiss jemand eine Bibelstelle? Oder steht? Genau, 1. Johannes 1,9. Wenn wir unsere Sünden bekennen ist übrigens dasselbe Sagen wie Homologia. Das gleiche Sagen über Sünde, wie Gott über Sünde redet. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sündigen, wir sind immer noch im Stand der Gerechten, aber wir erleben es nicht mehr. Wir erleben die Auswirkungen nicht mehr. Gerechtigkeit wird befleckt. Aber wenn wir sie bekennen, unsere Sünden bekennen, dann werden wir gereinigt von all dem, von der Ungerechtigkeit. Jetzt noch eine Stelle, Hebräer 10, 16 bis 18. Heute Morgen haben wir relativ viele Bibelstellen angeschaut. Aber das steht halt alles in der Bibel, darum ist es so wichtig. Was macht Gott mit unseren Sünden? Hebräer 10, 16 bis 18. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will, nach jenen Tagen, sagt der Herr. Das ist der Bund, wo wir jetzt drin leben, das Neue Testament. Ich will meine Gesetze in ihre Herzen legen und sie in ihren Sinn schreiben. Faszinierend schon allein die Aussage, oder? Gott sagt, ich will meine Gesetze in ihr Herz hineinlegen. Im Alten Testament hat das Gesetz geheißen, du musst heilig sein. Du musst gerecht sein. Du musst sündlos sein. Im Neuen Testament heisst es nicht mehr so. Im Neuen Testament heisst es, du bist heilig. Du bist gerecht. Du bist sündlos. Durch Jesus. Nicht durch dich, durch Jesus. Das ist das Neue Testament. Und wenn wir das begreifen, dass es einfach geschenkt ist, nicht deine Leistung, nicht deine Anstrengung, die Gott, sondern dass du das Geschenk annimmst und lebst in diesem Geschenk. Aufhörst zu sagen, so, jetzt muss ich mehr. Jetzt muss ich vorwärts und mich mehr zusammennehmen, mich mehr zusammenreissen und mehr leisten. Solange wir so leben, sind wir im Alten Testament.
Leben wir unter dem Gesetz? Aber das Gesetz wohnt ja in dir drin. Du bist heilig. Du bist sündlos. Du bist gerecht. Durch Jesus. Nicht durch dich. Und dann sagt er weiter, und ihre Sünden und ihre Übertretungen will ich nicht mehr gedenken. Sagt Gott. Er denkt nicht mehr an deine Sünden, an deine Übertretungen, die du ihm gebracht hast. Er denkt nicht mehr daran. Das heisst nicht, dass Gott vergesslich ist, sondern er hat sich so entschieden. Er hat sich entschieden, wenn du deine Sünden ihm bringst, ihn um Vergebung bittest, dann denkt er nicht mehr daran. Wenn du gestern gesündigt hast und heute machst du schon wieder das Gleiche und zu Gott kommst und sagst, Herr, jetzt habe ich schon wieder, dann sagt er, wieso sagst du schon wieder? Er hat es vergessen, was du ihm gestern gebracht hast. Er hat sich so entschieden. Ich will nicht mehr daran denken. Das ist vergessen. Und das bedeutet, wir sollten uns selber auch vergeben. Und nicht darüber nachgrübeln, wie schlimm es doch war, was ich jetzt wieder gemacht habe. Wie hätte mir das nur passieren können? Nein, vergib dir und vergiss es. Und im Vers 18, das ist der letzte, wo aber Vergebung für diese ist, also für die Sünde, da gibt es keine Opfergabe mehr für Sünde. Wo Vergebung ist, braucht es keine Opfer mehr. Also wenn der vergeben ist, musst du nicht mehr opfern. Wenn die Christen opfern, normalerweise tun wir nicht das Lamm schlachten, wenn wir gesündigt haben. Oder? Haben wir gar nicht. Das machen wir nicht mehr. Aber wir tun sehr wohl noch opfern. Und zwar tun wir noch opfern mit Verdammnisgefühl. Dass wir Verdammnisgefühl haben. Und die vielleicht sogar noch genießen. Weil wir sind ja schliesslich so schlecht gewesen. Oder, dass wir Bedrückung zulassen. Bedrückungsgefühl. Und denken, ja, jetzt kann ich mich unmöglich freuen. Ich war so daneben gewesen. Ich habe mich so falsch verhalten. Jetzt kann ich mich unmöglich freuen. Geht nicht. Und mit dem sagen wir eigentlich, meine Sünde war so schlimm gewesen, jetzt muss ich noch ein bisschen Bedrückung zeigen. Noch ein bisschen Bedrückung leben. Weil es so schlecht war, was ich gemacht habe. Und mit dem sagen wir, umgehen wir eigentlich das, was Jesus für uns gemacht hat. Und sagen, ich muss jetzt zuerst noch ein bisschen sühnen für mein schlechtes Verhalten. Indem ich Bedrückung noch ein bisschen zulassen in mir. Vielleicht eine Woche, vielleicht nur 2 Tage und dann ist es wieder gut. Aber zuerst muss ich jetzt noch ein bisschen bedrückt rumlaufen, weil es ist so schlecht war. Das ist eigene Sühneleistung. Voll religiös. Voll daneben. Lesen wir mal den Psalm 51, wo der David Mord und Ehebruch begangen hat, oder umgekehrt, Ehebruch und dann Mord. Und dann bringt er die Sünde Gott und dann sagt er so, und jetzt gehe ich raus, die auf verkehrten Wegen sind, belehren. Also mit anderen Worten, so, jetzt gehe ich raus, das Evangelium verkünden. Nachdem, dass es Gott bekennt hat er nicht gesagt, so, jetzt muss ich noch ein bisschen bedrückt durch die Weltgeschichte laufen, weil schliesslich wissen es alle, die ganze Nation weiss es. Nein! Er hat gesagt, füll mich mit Freude. Und jetzt gehe ich raus, die Übertreter den Weg Gottes lehren. Das ist das, was Gott von uns will. Keine eigene Leistung. Keine Sühneleistung. Keine eigenen Opfer mehr. Sondern einfach, dass wir das annehmen, was Jesus für uns da hat am Kreuz von Golgatha. Durch sein Blut bist du gerecht. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Vollständig, vollkommen gerecht. Vollkommen im richtigen Stand vor Gott. Du darfst jederzeit, gleich was ist in deinem Leben, darfst du mit Freimut, mit Kühnheit in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Bis zuvorderst zu seinem Thron und noch weiter auf seine Knie. Jederzeit. Gleich was ist in deinem Leben. Nicht zuerst noch irgendetwas in die Ordnung bringen. Nicht zuerst noch irgendetwas leisten. Sondern gang direkt zu ihm. Gang direkt zu ihm. Du darfst jederzeit in seine Gegenwart kommen. Ohne Vorarbeit. Und die Vorarbeit hat ein anderer gemacht. Jesus.
Jesus. Und diese Gerechtigkeit steht im Römer 10, Vers 6, die rettet. Gerechtigkeit Gottes rettet. Das ist nicht eine stumme Gerechtigkeit, sondern steht Römer 10, 6, die Gerechtigkeit Gottes spricht. Sie rettet. Von was rettet sie? Vom ganzen Erlösungswerk Jesu. Was Jesus da hat für dich. Vom ganzen Erlösungswerk Jesu. Sie redet davon, dass Jesus eine totale Erlösung erwirkt hat. Ich kann es nachlesen. Römer 10, 6, 7, 8. Totale Erlösung. Du musst nicht noch etwas machen. Du musst nicht selber noch in den Himmel rauf oder in die Unterwelt runter. Sondern es ist eine totale Erlösung da, die du einfach annehmen kannst. Fang an so reden. Fang an zu reden von der Erlösung, die Jesus für dich erwirkt hat. Fang so an zu reden über dich, dass du sagst, ich bin Gerechtigkeit Gottes. Ich bin Gerechtigkeit Gottes. Ich bin vollständig gerecht. Ich bin angenommen. Ich bin wichtig. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll in den Augen Gottes. Fang so an zu reden über dich. Ich habe hinten noch Zettel aufgelegt. Angesichts vor Zeit gehen wir da nicht mehr durch. Das sind Auswirkungen von dieser Gerechtigkeit. Ihr könnt euch so einen Zettel nehmen, wie ihr wollt. Und dann nehmt das, studiert das und fängt so an zu reden über euch. Über euer Leben. Nehmt das in Anspruch, was dort drauf steht. Das sind Auswirkungen von dieser Gerechtigkeit, wenn wir sie nehmen, wenn wir sie reinnehmen in unser Leben, was dann passiert in deinem Leben. Sensationelle Sachen, die in der Bibel stehen. Nehmt das. Nehmt es für euch persönlich. Und seid nicht schweigend, sondern sprecht es aus. Sprich aus, was Gott über dir sagt. Sprich es aus. Sprich aus, was dir zusteht, von Gottes Seite her. Und nimm es so in Anspruch. Amen.